Augen auf, die Welt ist voller Wunder. Auf den täglichen Wegen kann man sie entdecken. Eine Mauer etwa, die viel mehr ist als das. Oder Häuser, die Frisuren haben. Hier Fokuhila. Er ist groß, der menschliche Wille zur Gestaltung der eigenen Welt. So groß, dass man eines Tages aufwacht und der Doppelhausnachbar ist weg. Um sich anderswo den Traum vom schöner Wohnen zu erfüllen. Zum Beispiel mit einem Palazzo Prozzo aus Gips, Styropor und Stuck zum Ankleben. Die Bausünde vergeht sich zielsicher an Proportion, Maß und Qualität. Ich habe festgestellt, in den letzten Jahren sind so diese individuellen Fantasiegebäude, die wirklich mit viel Liebe, Fantasie und Ambition gebaut worden sind, die sind immer seltener geworden. Heute bietet eigentlich die Bauindustrie schon sogenannte Bausünden von der Stange an. Das hier hat der Architekt verbrochen. Ein Spiel mit Säulen, Gold und jeder Menge antikisierender Elemente im Außenbereich. Dem Betrachter drängt sich sofort die Frage auf, wer wohnt in sowas? Wer will das? Turit Fröbe hat 365 Bausünden in einem Abrisskalender gebündelt, zum Staunen und Abreißen. Jede einzelne erzählt davon, wie der Mensch versucht, seine Umgebung zu verändern und es sich schön zu machen. Das ist keine Frage des Geldes. Das neue Flaggschiff der FC Bayern World ist eine akademisch durchdachte Bausünde. Durch Ornamentik im Sgraffito-Stil will man barocke Fassadenkunst vergangener Tage zitieren. Das Ergebnis? Breitbeiniger Neo-Barock. Baukultur ist ja erstmal alles, das Gesamte, all das, was im gebauten Raum zu finden ist. Das, was in den Hochglanz-Architekturmagazinen abgebildet wird, das ist eher die Ausnahme, ne? Das sind ja die Sonderfälle. Aber hier sehen wir tatsächlich unsere echte Baukultur. Und deshalb müssen wir das auch ernst nehmen. Neuerdings beliebt Häuser von der Stange. Aufregende Dachlandschaften, faszinierende Eingangsbereiche, Säulen, Erker und Türmchen, die einem geliefert werden und die man, wie bei Lego, zu ganzen Schlosslandschaften erweitern kann. Ordentlich und gepflegt will der Mensch es heutzutage haben. Auch eine bestimmte Beständigkeit sucht er. Stein in allen Varianten. Mit seinem Möglichkeitssinn erkennt der Mensch, dass er gänzlich frei ist, was Stil, Epoche und Material betrifft. Eine Welt aus Wollen und Verstellung. Heute hat keiner mehr die Geduld, sich eine Hecke anpflanzen zu lassen oder wirklich eine Gabione aufzubauen oder eine Mauer zu mauern. Heute fädelt man sich das schnell in den Doppelstab, macht einen Zaun ein und fertig ist die Mauer und die Hecke. Die Illusion. Das ist tatsächlich feststellbar. Also ich habe gemerkt, also gerade im Einfamilienhausbau rückt der Gestaltungswille immer weiter von der Fassade weg, hin zum Garten. Ja, das ist wirklich so eine reine Künstlichkeit. Ich habe jetzt den ersten Garten aufgenommen mit reinem Kunstrasen. Jeden Tag eine kleine Sünde zum Genießen und Abreißen. Dabei kann man feststellen, wie faszinierend die Vielfalt ist, die sich da in unseren Städten und Vorstädten zeigt. Menschen leben ihren Traum und zeigen dies auch gern in ihrem gestalteten Umfeld. Ich hätte natürlich lieber gute Architektur an der Stelle. Aber solange diese gute Architektur fehlt, unterhalten mich diese Bausünden sehr gut. Ist in einem Bau die Kunst anwesend, sagt Le Corbusier, dann ist es Architektur. Die Frage ist also, wo versteckt sich die Kunst so hartnäckig in unseren Städten? Die Bausünde jedenfalls ist klar bestimmt
verortet und zum Abriss freigegeben. Fire!